Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Ja, wir sind in China im letzten Rennen oder in der letzten Folge und ja, haben schon ein schweres Qualifying gehabt wegen Regen, wo wir hatten. Und dann nachher sind wir auf dem letzten Startplatz gewesen, haben uns dann aber können im Rennen, wo ja Gott sei Dank trocken war, ein bisschen vorkämpfen. Wir sind glaube ich mal zeitweise 13. oder 14. gewesen. Und dann nachher haben wir leider einen Verbremser gehabt und sind dann, glaube ich, in Sainz oder Norris reingedonnert. Ich weiß nicht mehr, es war einmal ein McLaren gewesen. Hat uns wieder zurückgeworfen und sind dann schlussendlich 18. geworden. Also wieder mal nichts mit Punkten, aber jetzt in diesem Rennen müssen wir einfach unbedingt Punkte holen. Und es geht jetzt auf Holland. Und Holland ist halt einfach eine Strecke, wo ich eben noch nie gefahren bin, bis auf die letzte Folge eigentlich, wo wir dort so das Eventrennen so mehr hatten. Ja, mal schauen, wie das wird. Ich bin ja noch ein bisschen zwiegespalten, ob es etwas könnte werden, weil die Strecke ja sicher ist cool, aber ich glaube, sie können auch echt schwer werden. Aber wie es wird, sehen wir jetzt gerade. Wir gehen ins erste Training. Let's go! So, also herzlich willkommen auf der Strecke im ersten freien Training. Wir machen gerade die Streckenakklimatisierung. Und ja, wir schauen jetzt einmal, wie das so wird, wie das so kommt. Je schneller du um eine Kurve fährst, desto höher die Punktzahl. Ich hoffe, das Wetter verhebt einfach über das Wochenende. Holland ist ja eigentlich nicht so eine Region, sage ich jetzt einmal, oder so ein Land, wo es nur immer trocken ist. Dort schiffen sie auch mal gerne recht viel und ordentlich auch. So, also, Streckenakklimatisierung startet jetzt, also das Wort immer. Hoppala, da bin ich jetzt schnell. Sehr enge Strecke. Ah, shit, da muss man wieder schnell durchbrettern. Sorry, stimmt. Oh, Scheiße, da bin ich zu weit rausgebrettert. Einfach in Sand. Sand und Käse. So, okay, das war jetzt eigentlich eine recht gute Runde gewesen. Einfach den ersten Checkpoint haben wir vergamet dort. Aber der Rest war eigentlich gut gewesen. Und ich muss sagen, das reicht auch. Wir gehen in die Garage, machen Qualifying-Simulation und dann nachher ab ins Qualifying. So, also wir starten mit der Qualifying-Simulation. Oder Qualifying-Tempo heisst sie, aber es ist eigentlich mehr eine Simulation, die wir da machen. Und ja, mal schauen, was wir da rausholen. Viel Bremsen drin gerade. Wow, oh, okay. Ich glaube, es nicht schlecht gewesen, Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige. Ich glaube, es nicht schlecht gewesen. Ich glaube, es war wirklich eine starke Simulation gewesen.
Und ich fühle mich langsam ein bisschen an die Strecke gewöhnt. Also immer noch nicht so 100%, weil man muss wirklich die Strecken auswendig können. Ich freue mich, wenn ein paar Strecken kommen, wo ich dann wirklich schon ein paar Mal gefahren bin, wo ich dann wirklich weiss, wie sie gehen. Auf die freue ich mich dann. Aber ich würde mal sagen, dass wir jetzt schon ins Qualifying gehen. Let's go. So, ich habe extra nichts gesehen, weil ich mich konzentrieren, aber 2 grobe Felder drin. P6 ist aber, ja, sagen wir mal noch realistisch, sogar für einen Alpha Tauri, muss man wirklich sagen. Wow, kann man ganz zufrieden sein eigentlich, und ich glaube, wir sind auch besser gewesen als der Pierre Gasly, nehme ich jetzt einmal an. Wir schauen jetzt gerade mal schnell. Ja, 14. Pierre Gasly, also wir sind wirklich stärker gewesen. Und ja, hoffentlich können wir jetzt das einfach auch im Rennen umsetzen. Wir sind einfach halt wirklich im Kuchen drin. Das ist halt ein bisschen nicht so gut, aber ja, wir hoffen das Beste. So, also wir sind in der Startaufstellung und ja, Zeig, was du kannst. jetzt in diesem Rennen, wir müssen einfach die scheiß Punkte holen. Wir müssen so vorsichtig fahren, weil wir sind jetzt wirklich weit vorne auch. Und der Start ist immer kritisch, aber wir müssen einfach die scheiß Punkte holen. Wir schauen noch gescheit die Rennstrategie rein. Wir starten auf Soft, gehen nachher auf Mediums. Ja, sieht eigentlich auch vernünftig aus. Wieso auch immer jetzt mit den harten Reifen später boxen, weiß ich auch nicht, aber egal. Wettertechnisch sieht es gut aus, also es bleibt vom Wetter her warm. Und auch wird sogar noch sonnig, also ist sogar noch besser. Und es sind 18 Runden und wir nehmen den Sprit aber noch auf 19,5, dass wir ein leichtes Auto haben. Wir müssen zwar ein bisschen Sprit sparen gegen Schluss, außer von der Safety Car Phase wie im letzten Rennen, da können wir wieder auf Mager gehen und wieder Sprit sparen dann. Aber ja, let's go. So, let's go. Es geht um Punkte. Es geht um viel. Der Start war nicht so gut. Der Leclerc wird seine Position zurück, ich drücke noch ein bisschen raus. Wow. Wenn ich Verstappen leicht berührt. Der noch natürlich auf seinem Heim Grand Prix gerade. Ich kann nicht schneller fahren, weil ich sonst damit gerade hineinfahren. Vom Bremspunkt her. Oder mit dem Überschuss, den ich habe. Oh, Leclerc hinten macht auch Druck. He? Oh, da probieren wir es! Jawohl! Verstappen gefressen. Vettel vor uns. Ich hätte ja das Gas lupfen. Ist zu langsam gefahren, der Vettel, aber wir gehen auch vorbei. Wow, da sind wir viel zu weit. Gut gemacht. Schön überholt.
Vor uns die 2 Mercedes. Oh, shit. Oh mein Gott. Holy fucking damn it. Fuck. Ich weiß gar nicht, was ich soll sagen. Alter, der Perez hat mir den Spoiler weggefahren. Das ist ein Ernst. Schule den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan Scheiße. weitermachen? Bestätige. Wird wieder ein schwieriges Rennen werden, habe ich das Gefühl. Wir haben die Box. Mann, es ist immer das Gleiche. Es ist immer ein kleiner Fehler und wir sind so gut in den Punkten gewesen. Ah, der Perez, Mann, hat das einfach... Los, fahr jetzt. Ah, Mann, ist belastend. Gib jetzt Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Ja, wir gehen jetzt hier noch Fett rein. Noch ein bisschen vorsichtig fahren, die Reifen sind wahrscheinlich noch nicht so warm, wie sie sollten. Das Ding. Aber es ist bis jetzt das beste Setup, das ich drauf hatte. Das Auto hat recht guten Grip, aber ich bin manchmal einfach ein bisschen zu schnell in der Kurve. Ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Jahr. Wow, holy shit, Alter. Dass da mein Spoiler noch dran geblieben ist. Latifi vor uns jetzt. Wir müssen einfach die scheiß Punkte kommen. Oh nein! Oh nein! Ah fuck ey! Was ist jetzt das bitte gewesen? Was zur Hölle ist jetzt das gewesen? Wieso hat es mich jetzt dort bitte gedreht? Ah fuck! Es ist so gut gegangen. Ich war so richtig schön im Rhythmus gewesen, gefühlt. Und dann kommt das. Der Abstand. Ja, kein ERS mehr, Mann. Ich muss ein bisschen weniger brauchen. Achtung, Achtung. Was ist? Oh, geil, vor uns. Safety Car, Fragezeichen. Ah, der Norris draussen. Aber da musst du schon eigentlich Safety Car machen. Das ist eine recht gefährliche Situation dort. Aber okay. Pierre kommt für seinen Stop rein. Oh! Der will gerade in die Box gehen noch. Holy shit! Das hätte jetzt auch böse enden können.
Okay, wir sind aktuell, glaube ich, gerade in den Punkten gelandet. Die Frage ist aber, können wir es halten mit diesen Reifen bis das Rennende? Ich denke es nicht, wir müssen nochmal in die Box gehen. Also wir müssen konstant die Runde reinfahren. Ach, der Teil da oben durch ist einfach so geil gemacht, ey. Ach, es wird schwierige Punkte zu kommen. Weil gleich wird der Call kommen, dass meine Reifen abgehen. Oh, vor allem wenn ich noch mehr so verbremse, dann sowieso. Wow, Alter, der Perez wieder, Mann! Okay, dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt. Ey! Die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel What the fuck? die Performance beeinflussen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Ey, no komm, Alter, der Perez, Mann. Du kommst auf meine Liste, Alter. Ey, das geht's ja nicht, Mann. Es kann's doch einfach nicht sein. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsam Ja, zeig mir die alternative Strategie. Hallo, hallo. Er zeigt mir auch die Strategie nicht. Hallo? Ah, scheißegal. Alter, der Perez, Mann, es kann ja immerhin Virtual Safety Car. Es ist unsere Chance, dass wir noch immerhin ein bisschen Dings rausholen. VSC endet auf grüne Flaggen warten. Ah, okay, das ist schon vorbei wieder. Alter, der Perez, Mann. Es ist so mühsam mit dem. Das ist das zweite Mal jetzt in dem Rennen. Immerhin, wir haben Soft jetzt. Haben wir unsere Strategie Können mit der Soft ein bisschen fliegen lassen. Reifen bis ins Ziel schaffen. Alter. Jetzt sind wir der Letzte eigentlich, ja. Latifi. Die lassen aber auch gar keinen Platz in diesem Game. Das ist so schlimm. Ah! Das war jetzt hart auf der Grenze gerade. Klasse Manöver, Alter, ja. Was für eins. Okay, wir müssen jetzt probieren, auch in die scheiß Punkte reinzukommen. Wir sind eigentlich gut bestückt jetzt mit den Softs, die sind halt die schnellsten Reifen. So, der Abstand zum Teamkollegen. So, jetzt muss ich warten, bis ich wieder überholen kann. Da hinten geht es eben leider nicht so gut. Aber da raus vielleicht. Oh, Alter! Grosjean. Wow, Grosjean noch innen gewesen. Wow, Russell, nein, jetzt bleibt er einfach innen und nimmt mir voll die Linie weg. Ah.
Alter, die Kurve da bremsen sie so abnormal früh abgefühlt. Nein! Oh mein Gott, nicht schon wieder mein Spoiler. Okay, jetzt schießen wir drauf. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Scheiße, Runde letzte des Runde. Rennens. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Hamilton, hä? Ah, wird nichts mehr. Scheiße! Wieder kein Punkt. Oh mein Gott, nicht abfliegen in der letzten Kurve. Ah, Potenzial wäre so da gewesen, Mann. Wie immer. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Fuck, ey. Es ist so... Es sind immer so kleine Fehler, Mann. Jetzt am Schluss, da mit dem Perez hätte einfach nicht müssen sein. Wenn das mit dem Perez nicht gewesen wäre, glaubt mir, ich wäre weg im Führer gekommen, aber hätte vielleicht noch mal in die Box reingehen, aber ich wäre wahrscheinlich etwa dort gewesen, wo unser Teamkollege war, der Pierre. Fuck. Es ist einfach so mühsam. Ja, schade war's. Wieder mal kein Punkt gehabt fürs Team. Ich glaube, Pierre Gasly ist auch 12. geworden. Wir haben zwar die schnellste Zeit wieder gemacht, aber das hilft uns leider auch nicht weiter, weil Punkte gibt es auch nicht. Schade war's. Ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das auch gewesen mit dem Rennen in Holland. Jetzt, im nächsten Rennen gehen wir auf Spanien, Strecke, wo wirklich noch gerne fahren. Toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ein toller Tag, wie denken Sie darüber? Das war gar nicht ein guter Tag. Dass Sie heute nicht so schnell waren wie Ihr Teamkollege. Ja, muss ich da das machen? Schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Ja, es war wirklich ein Zirkus gewesen mit all diesen Clowns. Danke für den Also der Perez, Mann, Alter. Also der Perez ist wirklich gefahren wie, weiss ich was, der ist wirklich schlecht gefahren. Der hat mich immer gerammt. Zweimal bin ich wegen dem in die Box gekommen. Fuck. Aber immerhin in der Rivalität sind wir noch besser gewesen als der Antonio. Und ja, Fahnererkennung, also an und für sich ist es wahrscheinlich doch nicht so ein schlechtes Rennen gewesen für unser Team. Also so wie es aussieht, weil wir haben ja keine negative Kritik in dem Sinn bekommen. Nur wegen dem Autoscooter und so, aber egal. Ja, aber ich würde mal sagen, das wäre es mit dem Rennen aus Holland. Und ja, wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer mit einer Bewertung freuen, so wie ihr es auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder in Spanien. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.